Ekran! Hij tranen jeblich ab, aus warende Wahr. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met junt as Eduard Kiesbrecht. Weit wohan. Welkom, lieve vrienden. Welkom to dit programma Ekran. Welkom Bill en Martha. Ik freue mich so sehr, dass ihr von jou das erste Mal hier mit mir auf das Programm sind. Dankeschön, dass ihr das angenommen habt, hier zu kommen. Und auch welkom Heidi. Dankeschön. Dankeschön, dass ihr noch weiter hier dabei bist. Bill en oude Martha, jij mal einmal in 2-3 Woorden een paar Sätze sagen, wer ihr seid, von wo ihr kommt und was ihr tun. Wir sind von San Jose, dort wo wir wohnen, wo wir gedient haben, an einer Mission für die letzten 4 Jahre in Mercier Eber. Wo verder wir kommen von Kanada, von La Crete, Alberta, dort wo wir gedient haben als Jugendleiter, Diakonenlied, auch als Predigerlied. Und nu sind wir hier in Dein hier. Oh, dan heb je al veel ervarenheid. Sehr schön, ja. Oké, ik freue mich, dat je hier bent. En we willen van jou meer van jullie horen. En van jou hebben we een interessante thema. En dat is een thema wat ons iedere dag aangeeft. En dat is gebed. Zo einfach is dat met God te reden, wanneer dat ze denken dat. Plus, wo verken zullen we ons meer tijd nemen, niet zo? Met God te reden. Wat jij ons moet zeggen, irgendwer van jullie 3 müssen doen, wat is gebedserreich? Gebet ist für mich das ein Wort, was da sehr biblisches Wort ist. Aber Okay. wir würden das gerne viel einfacher sein. Wir würden das gerne sein, Gemeinschaft haben. Gott von der Natur, von einem Gott sein Hort, heißt live, nicht so? Und das live ist keinmal live, bitte dort ist, was wir tun damit. Was tun wir damit? Wir wollten gar nicht Menschen ans Live haben, weil die nicht mehr tun. Gott hat uns das gewesen, dass er uns Live hat, dass er Jesus Christus noch uns gebracht, dass wir eine Lösung haben. Und nun will er über Gemeinschaft haben mit uns. Und endlich Gebet ist Gemeinschaft. Und wenn wir Gott vertreten und wir wissen, dass er lebt uns, er will Gemeinschaft haben mit uns. Und das wird wir Gebet nennen. So, wenn du mein guter Freund bist, und wir kommen taub, dass wir die Freundschaft können pflegen, wir würden vielleicht taub Tereré trinken, taub Kaffee trinken oder taub eine Zeit haben bezahlen, dass wir Gemeinschaft haben. Das ist ungefähr, was Gemeinschaft bedeutet, nicht so? Wenn ich die nicht lege, dann würde ich nicht wel mit die taub sein. Okay. Wo will sich die legen? Ja, das scheint, mit die taub Ja, dann mit die freut mich, taub dass du wirst mit mir taub Und wir sein. tun für einen anderen beten. Das ist Gemeinschaft für eine Freunde beten, wie für die Menschen, die verloren sind, dass Jesus wird er hört und honoriert. Und das scheint auch für einen anderen beten. Ja. Und Heidi, kannst du uns mal sagen, wo wir können beten, oder wo kann das auslösen? Einige Menschen glauben, sie machen was auswendig sagen. Aber wo sitzt du dort? Was ist Gebet? Oder wo kann das auslösen? Wo können wir beten? Ich denke, Gott freut sich, wenn wir einfach zusammenkommen und einfach dort sein, was ab uns hört ist. Manchmal, weil wir das noch so Schmack machen und noch schöne Wiederbrücke. Aber ich denke, für Gott ist das wichtig, wo traurig wir manchmal sind oder wie dankbar wir sind, dass wir einfach in jedem Moment mit ihm reden. Das ist eine Gemeinschaft. Ja, aber ich denke, wichtig ist, dass wir wirklich auch Zeit für das Gebet nehmen. Viele Menschen sagen, sie beten beim Duschen oder sie beten beim Vor oder sie beten in Gedanken. Das kann auch sehr gut aussehen. Aber ich denke, wenn wir uns hinsetzen oder wenn wir uns Hand schneiden oder wenn wir wirklich das ernst meinen, ich denke, dann freut Gott sich, dass wir diese Zeit haben. Und für mich ist das Gebet immer, wenn ich mal im Flugzeug fliege, wenn man so ganz hecht fliegt, dann wird es immer kleiner appariert. In den Häusern, in den Autos, bald sieht man auch keine Fotos mehr, man sieht bloß noch die Gas und man sieht auch keine Menschen, wenn man da oben ist. Und das wird alles kleiner, wenn man da hoch ist. Und dann denke ich, Gott ist so groß, er ist so groß. Und diese kleine Erde, diese kleine Häuser, diese sehr kleine Menschen, denen Gebet dort hier. Das sind alles Ämstchen, so klein wird man verschwingt. Und trotzdem ist Gott so dabei, er hört alles, was wir am sagen. Er hat einfach eine große Liebe für jeden einen. Und ich glaube, du kennst die Bibelkrieg, wo wir weiter, was die Bibel sagt, was Gebet ist. Bill, ich glaube, du hast ein bisschen was
wat de Bibel dazu sagt. Well, ich habe hier ein paar Verse, 1. Johannes 5, sind für mich immer gute Verse. Das sagt dit, und wir können uns sicher sein, dass er uns hören wird, wann wir nur wat fragen, das nur sein wollen ist. Und wenn wir weten, dass er uns hört, wenn wir am nur wat fragen, dann weten wir auch, dass wir dort haben, am Wort wir beten. Ist das nicht ein schönes Versprechen? Ja. Sehr schön. Sehr schönes Versprechen. Er sagt, er wird uns das geben, wenn wir am Wort fragen. Aber er sagt, das war nur sein Willen ist. Wo weiß ich, ob das sein Willen ist, wenn ich anbete, wenn ich dem nicht sehr gut kann? Ich glaube, da mache ich am Kern leren. Dan word ik hem eerst maar gaan leren, dan word ik beter weten wat hij wil. En dan kan ik hem door zo'n dingen vragen wat ik weet. Hij voor ons wil. En hij zegt, hij wordt ons dat geven. En God houdt immer zijn versprechen. Dat wat mij eraan, wanneer ik dat hier wat u, deze Bibeltekst wat u leest, wat mij eraan opvalt is, dat hij hield. En dat hij wat geven. En dat is niet bloos dat ik nu allemaal zei, alles. Dat is ook dat hij wat dat hier. Dat is niet bloos dat ik van hier met schreeuwen en doen en knijden doen, dat zijn als God niet wat hier is. Dat is veel religionen handen zo. Ze moeten alle handen doen, vlees wat er God aan hier. En ik weet je dat weten van wie God aan hier is, hij wordt dat hier. Wat was u zei? Ich wollte gerade sagen, viele Religionen die bematten die nach knapp 3 der Nacht einmal abzustehen oder aber ich denke, wenn wir einfach mit uns offenes Hort anbeten, er wird uns hier immer. Und jemand sagt mal zu mir einen Satz, der wie so, wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Aber wenn ich bete, dann arbeitet Gott. Wir wollen manchmal so viel tun. Es ist ja, wir wollen manchmal die Welt raten und so viel wollen wir tun. Aber manchmal für jeden zu beten. Und wir sollen viel mehr beten als tun. Nicht, dass wir nur Fühlseele sind oder nur stehen, aber dass das beides taubjet, ja, dass wir beten und auch was tun. Ich glaube, Martha, du hast schöne Erfahrungen, was das ist, alles, diese Gemeinschaft mit Gott und diese, wo Gott uns hier redet. Was kannst du davon sagen, was du persönlich erfahren hast? Wat mij persoonlijk moet je, dat speelt je zo zijn dat we een jugendleider. En in de tijd dan hadden we allemaal nog een stunde met de jugend, wat we beden deden met dat help. En we hadden een buik. Dat we die beden abschrijven deden, voor wat we beden deden, voor wem we beden deden. En een jaar nu dat we weer nog niet meer met jugendleider. Ik heb een van die wat een jugend weer. Ik heb ook met de buik en zei, hier is de buik, wie we al die beden hebben abgeschreven. Dan ging ik mijn bil en nam weer dat buik en dat we dat even gaan. Hoeveel je beden? En dan dit is je antwoord. Oh, dit is je antwoord. Al die beden hebben je antwoord. Wow. En dat deed me zo'n een kleine kracht dan. En sommige mensen die jugend weet ik niet als ze weten dat je antwoord weer, maar die werden alle je antwoord. Wow. Eine bij hoorde ander bij. En dat we zo'n vrede te weten. Dat maakt einen mutig, dat einer überhaupt wieder beten kann. Ich weiß, ich habe auch mit Jugendlichen gearbeitet. Wir haben auch für Sachen gebetet. Und dass wir so wunderbar erfahren, wo Gott je antwoord hat. Hast du noch irgendeine Erfarenheit, eine persönliche Erfarenheit? Wel, ik ga, wat mijn persoonlijke ervaringen zijn zeer veel. En ik weet dat mensen die vragen me nu nog, oké, wat zal ik beten? Ik weet niet wat ik zijn zal. Wel, we zijn in ons leven, en ik wil niet in zeer fijn aangaan, maar we zijn in ons leven, we hebben ook zeer zware tijden gehad, wo ik voor God kwam en ik zei te hem, ik weet niet wat ik zijn zal. Ik had geen weet. Du weißt wirklich wie viel, aber wir halt nicht. Und dann fang ich diese Vers in Römer 8, 26 sagt, und hier hole ich mich an diese Vers. Und das sagt, gerade so halt der Geist uns an unsere Schwachheit, willst wir weiten nicht einmal, wo wir so recht beten sollen. Aber der Geist betet für uns mit so einem Gefallen, dass wir nicht wird, dort wir nicht wird, dafür haben. En zo, ik heb vergeten, ik zei, ik weet niet voor wat ik beden zal. En nu word ik aan, de Heilige Geest, die jeet naar God en die beet voor mij, wat ik niet weet voor haar. Dat geeft me zeer grote troost. Wow. Dat is zo schön, dat einer dat met God kan ervaren wat gebed is. En dat we niet alleen dabei zijn. In deze zware momenten, ik geloof, viele Menschen, die kommen bloß mit Gott dann, wenn sie nicht mehr am Eng sind. Aber so scheint es, was du hier stehst, Martha, dass einer mit der Jugend, mit allen Situationen, in diese schweren, aber in den guten Momenten kann Gott loben und preisen, am Wort Frau, am Danken. Wo kannst du das erfahren? Hast du vielleicht
Heidi, wat kost u zijn van die ervarenheid? Nou, we houden veel werk aan. We komen van Paraguay en we bereden ons een bus. We gebruikten een dash, wo wir unsere Computers abstellen. We hadden geen schrijfdash. Wir hadden geen schrijfdash. En we beten daarvoor en zeiden, God, maak een weg op. En deze werk habe ich een sehr gutes Angebot geschrieben von einem Schreibtisch und wir haben ihm nu thuis. En hij zei van Eduard, dat is wirklich, dat kan best echt Gott sein. Dat man, en dan willen we nog een Schreibtisch, wo wir twee zetten durven, dat we taub arbeiten können. Ja, we kunnen taub reinwerken, vielleicht für das Programm. En we hebben een dash, wo wir zu zweit zetten können. Und Gott, der ist wirklich so gut in seine kleinen Details und Sachen, die wir bloß denken, die macht er all right für uns. Mir ist es schön von dir, dass diese Zeit am meisten eng ist. Wir haben von Bill, was ihr hier, von Martha, was ihr hier, und von Heidi, was ihr hier. Aber du jetzt über gebeten, nach viel mehr zu sein. Und das kann sich vielleicht noch mal so was rannehmen, dass wir noch mal taub kommen und wieder über Gebet reden. Und aber von dir ist unsere Zeit eng. Und aber einfach die Möglichkeit bei Jugendlichen. Nimm die Zeit zum Beten. Das ist Heidi, ihr schon sehen, das ist der andere sieht. Reden mit Gott. Sprech die Pfeile aus. Und wenn du nicht weißt, was du sagen kannst, dann schneid die einfach an. Lies die Bibel und horch auf die Bibel, was die sagt. Und sieh einfach in Gemeinschaft mit Gott und geh vielleicht in deine Stube nehmen. Oder was ich viel getan habe, ist einfach, dass ich zu Hause wohne, dass ich hänge auf dem Fleck wohne. Und ich bete nur Gott und ich sagte viel, ich sagte bei ihm. Und das sind meine schönste Zeit, die ich mit Gott gehabt habe. Geneigte Zeit mit Gott, das ist was Wunderbares. Viel Mut, liebe Jugendliche, und nimm die Zeit zum Beten. Gottes Segen. Dit Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.